Guten Morgen! Es ist Tag Nummer 3. Yes, und wir gehen weiter in den Seligpreisungen. Wir merken, dass Jesus wirklich unser Denken nochmal ganz neu ausrichten will anhand von seinem Königreich, von seinen Werten. Was ist wirklich erstrebenswert? Ja, und welche Menschen machen sein Königreich aus? Was ist das gute Leben? Und da haben wir uns die letzten beiden Tage schon darum bemüht, das besser zu verstehen. Heute gehen wir weiter, und zwar mit den nächsten 3 Seligpreisungen in Matthäus 5, 4 bis 6. Du kannst mal deine Bibel aufschlagen, Matthäus 5, 4 bis 6. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Vers 4. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen oder Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Und selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Und Jesus, wir laden dich ein, jetzt gerade in diesem Moment, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Ohren öffnest, sodass wir dich hören dürfen. Und das werden wir uns zu Hause machen in dieser Schrift, in deinen Worten, dass wir merken dürfen, wie der Heilige Geist diese Worte in uns verwurzelt und uns von innen nach außen verändert. Amen. Für mich geht es in diesen 3 Seligpreisungen, spricht Jesus ein bisschen etwas an. Wir haben gemerkt, Jesus sagt im vorherigen Kapitel und auch er beginnt damit, das Himmelreich ist da. Also das Himmelreich ist da in Jesus, aber auch in uns schon, das Himmelreich ist da. Das erleben wir, das erlebst du, wenn du Christ bist, Jesus nachfolgst, das Himmelreich ist da. Und trotzdem leben wir ja in einer Spannung, weil es ist auch irgendwie noch nicht ganz da. Und das ist so ein bekanntes Thema. Und ich nehme auch hier mal mit, wir haben gelernt, die Seligpreisungen sprechen immer wieder davon hier, Makarios, was ist die Position, die wir haben sollen? Und hier ist es, glaube ich, spricht Jesus mega gut über genau, was ist die Position, die wir haben sollen, gerade in dieser Spannung vom es ist bereits, aber gleichzeitig auch noch nicht. Also das Königreich Gottes ist hier, aber es ist noch nicht ganz hier. Ja. Also die komplette Vollendung des Königreichs Gottes ist eben noch nicht ganz da. Ja. Die kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Das ist dieses Spannungsfeld. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, wo es bricht in die Welt herein, aber es ist noch nicht vollendet. Ja. Und ich glaube, Jesus spricht eben genauso in diese Situation hinein. Und das ist, ich als Pastor erlebe immer wieder, das sorgt für so viele Christen für Spannung. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Und Jesus nimmt genau diese wichtigen Thematiken auf. Vers 4 geht er darauf ein, okay, es ist immer noch Leid da. Vers 5 geht er darauf ein, es ist immer noch Ungerechtigkeit. Dinge sind immer noch ungerecht. Und das 6. nämlich auch rein, irgendwie ist das Thema Sünde immer noch ein Thema. Und das ist mega eine Spannung, denn das sind alles Dinge, wo wir davon ausgehen, wenn wir dann einmal im Himmelreich sind, dann sind diese Dinge vorbei. Aber jetzt? Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du merkst, du hast dich taufen lassen, hast Jesus erlebt. Du hast dich taufen lassen und du bist jetzt Teil seiner Familie, du bist in seinem Königreich. Aber zum Beispiel Sünde, hast du gemerkt, nach deiner Taufe, es gibt immer noch Themen. Obwohl du neu gemacht bist in Jesus und einen neuen Namen bekommst und er mit dir ist und du ihn liebst, ist ja nicht nach der Taufe einfach, bei den meisten ist es nicht so, dass du einfach keine Sünde mehr in deinem Leben hast, sondern dann folgt ein Prozess. Und das ist genau zum Beispiel so ein Spannungsfeld. Das ist der Spannung. Also gehen wir mit diesem Blick in diese einzelnen Verse und versuchen zu verstehen, wie sollen wir uns Makarios, wie sollen wir uns positionieren? Was ist eine glückliche, eine selige Position in dieser Spannung? Der erste Vers 4 ist selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Also wir haben dieses Thema von Trauer und Trost. Und das bedeutet im Griechischen wie auch im Hebräischen Denken eigentlich das Gleiche, wie wir es im Deutschen auch verstehen. Nämlich Trauer wird grundsätzlich mit Tod oder Verlust oder Leid in Verbindung gebracht.
Also in anderen Worten, das gute Leben oder eine gesegnete Position gehört denen, die ein Leben erfahren, das voller Tod, Wow. Verlust und Leid ist. In der Lutherbibel ist es sogar so, selig sind die, die da Leid tragen. Ich glaube aber, es ist auch bei den Trauern es ist auch vielleicht, trauern kann man nicht nur um sein eigenes Leid, sondern trauern kann man auch einfach, wenn man die Dinge, die schlecht sind, die übel sind, irgendwie immer noch das Leid berührt dein eigenes Herz und du behältst dir ein Herz, das berührt wird von den schlimmen Dingen in der Welt, die passieren. Ja, und wir haben in der westlichen Welt, ich spreche von mir selbst, aber ich denke von uns allen, wir haben einen sehr einen komplexen Umgang mit dem Leid. Also wie gehen wir grundsätzlich mit Leid um? Und da kommt jetzt Jesus rein mit dieser Seligpreisung und er sagt grundsätzlich, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, da gibt es einen ganz bestimmten Umgang mit dem Leid, nämlich genau wie du sagst, wir sollen unser Herz berühren lassen, wir sollen Raum schaffen, um zu trauern. Und ich liebe das, weil es gibt verschiedene Arten, wie du mit dem Leid umgehst. Es gibt Leute, die reden Leid klein. Also so Leid, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, was mir passiert ist. Es ist nicht so schlimm, was ich erlebt habe. Es ist nicht so schlimm, was diese Person erlebt hat. Also auch Leute, die andere ihr Leid kleiner machen, kleiner sprechen oder kleiner sagen, machen das oft auch mit sich selbst. Also sie verdrängen es. Das ist dann etwas anderes. Also wir versuchen, das Leid zu minimieren. Und wenn es dann passiert, dann sprechen wir nicht darüber. Oder wir verdrängen es. Vielleicht auch etwas, was eine ganz dunkle Seite des menschlichen Herzens ist, dass es Menschen gibt, die Leid von anderen Menschen oder sogar von sich selbst als irgendwie so eine Art Entertaining erleben. Die es fast schon feiern, wenn Leid passiert. Ich meine, die ganze Filmindustrie lebt auch sehr stark von dem. Müssen wir auch darüber sprechen. Also man versucht Leid herunterzuspielen, man versucht dem auszuweichen, man versucht möglichst kein Leid zu erfahren oder es dann auch nicht zu spüren und fühlen. Und Jesus kommt hier rein und sagt, nein, glücklich sind die, die das Leben wahrnehmen, voller Leid, voller Verlust, voller Tod und aber auch darüber trauern, also ihr Herz berühren lassen davon. Sich nicht ablenken, es nicht kleinreden, es nicht auf die Seite schieben. Ich finde es noch eine Herausforderung, weil wir in der heutigen Zeit, wir kriegen sehr, sehr viel Leid mit. Einfach jetzt gerade, es sind immer wieder Kriege, wir haben das im Nahen Osten, wir erfahren von Afrika, den unterschiedlichsten Ländern, wo wirklich schreckliche Dinge passieren, dann passieren Unglücke. Verschiedenster Art. Also wir hatten jetzt Anfangsjahr, war in der Schweiz, ist eine Diskothek, hat es gebrannt und über 40, glaube ich, junge Menschen sind gestorben. Eine krasse Tragödie. Und wie gehen wir mit all dem Leid um? Und für mich, wenn wir ich möchte mit euch ein bisschen zurückblenden. Wir hatten Jahre jetzt des Krieges auch in Gaza. Und ich glaube, das war für uns Christen und für die ganze Welt war es eine große Herausforderung, weil das wurde so an einen herangetragen. Und ich glaube, ich finde, in dem drin kann man es gut irgendwo anwenden. Ich glaube, es ist sehr wichtig und du darfst mittrauern mit der israelischen Seite, als die Geiseln da waren, als dieses Massaker am 6. Oktober stattgefunden hat und gleichzeitig auch mittrauern mit der palästinensischen Bevölkerung, die so krass leidet unter dem Krieg. Und das ist auch krass, dass das Trauern instrumentalisiert das Leid nicht für die eigene politische Meinung, sondern das Trauern ist einfach irgendwie da. Ja. Und man ist mit da und man ist betroffen und man sucht auch nicht gleich nach einer Lösung oder wen man jetzt verurteilen muss. Man ist nicht gewaltvoll, sondern man trauert einfach in dem drin und man ist da und lässt das zu und hält das aus, dass man es mitfühlt. Ja, und Jesus sagt eigentlich, Trauer ist gut für dich. Trauer, Raum für Trauer ist gut für dich. Es ist nicht gut im Fall von Tragödien oder Schicksalsschlägen, so zu tun, als wären sie nicht passiert. Und er lebt das selbst. Jesus, als er
ihr kennt die Geschichte vielleicht von Lazarus, seinem Freund, Ja. der stirbt. Ja. Und Jesus geht zum Grab und er sieht, dass er tot ist. Und was macht er? Er weint. Er trauert zuerst. Er trauert. Er trauert. Und ich denke, das ist genau das. Ich habe mal dieses Sprichwort gehört. Trauer ist der Preis, den wir zahlen für Liebe. Und was mich da so dran berührt, ist, Gott liebt diese Welt so sehr, heißt es in Johannes 3,16, dass er seinen eigenen Sohn gab. Also Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn hingibt und sich Leid aussetzt und selbst auch trauert. Jesus selbst trauert. Also meine Frage an dich ist, wie gehst du mit dem Leid um? Weichst du ihm aus oder machst du Raum, um wirklich traurig zu sein? Weil das Versprechen, das Gott dir heute macht, ist, wenn du dem Raum lässt, dann wirst du seinen Trost erfahren. Der Vers 5 geht ein Stück weit in eine ähnliche Richtung, aber hier ist das Leid, das erfahren wird, ist verbunden mit dem, dass es irgendwo auch ungerecht ist. Glücklich sind die Sanftmütigen. Bei mir steht auch die Freundlichen, die Bescheidenen, die Gewaltlosen steht manchmal auch. Nimm mal so kurz mit dem das Wort. Ja. Wie kann man das verstehen? Das Wort im Griechischen hier, das gebraucht wird für sanftmütig oder gewaltlos, ist das Wort praus. Und das bedeutet genau das, was du gesagt hast. Sanftmütig, freundlich, milde. Praus. Und es gibt auch ein hebräisches Wort, das dahinter steht, das im Alten Testament gebraucht wird. Das ist das Wort Ani. 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 Und das wird immer wieder gebraucht. Ich mache euch kurz 2 Beispiele. Zum Beispiel, David sagt über sich selbst, König David sagt über sich, er ist ein Ani, als er von Saulus verfolgt wird in der Wüste. Also er befindet sich in einer Situation, wo er ungerecht behandelt wird. Man kann auch zum Beispiel das Wort übersetzen als unterdrückt, gebeugt, also Ungerechtigkeit ausgesetzt. Ich mache euch noch ein anderes Beispiel in Hiob. Hiob beschreibt in einer Szene so den bösesten Mensch, den es auf der Welt gibt. Und er beschreibt so eine Geschichte von einem Waisenkind, das sich um einen Esel sorgt und kümmert. Und da kommt ein reicher Mann daher und sich denkt, wow, nicer Esel, und dem Waisenkind diesen Esel wegnimmt. Dieses Kind wird in Hiob dann benannt als Ani. Ani. Also jemand, der eigentlich der ungerecht behandelt wird. Das ist ein Ani, das ist ein Praus, das ist ein Gewaltlos. Und was eigentlich diese Linie hier jetzt uns sagt, ist, wie gehen wir damit um, wenn wir ungerecht behandelt werden. Ich kann mir das mega gut vorstellen, als David ja in dieser Verfolgung auch war und drin, und es gibt so viele Gründe, anders zu reagieren, aber genau in der Sanftmut drin zu bleiben. Eben gerade der Umgang wie mit diesen ganzen Ungerechtigkeiten. Und Jesus spricht das hier sehr direkt an. Hey, in der Ungerechtigkeit, die du erlebst da drin, hey, wähle die Sanftmut. Und da ist das ganze Thema auch halt Vergebung, liebe deine Feinde, und da ist einfach die Lehre von Jesus, deckt sich so mit dem oder unterstreicht das immer wieder. Es gehört zum Leben dazu, dass du ungerecht behandelt wirst. Aber wie reagierst du auf das? Und das Spannende ist ja, das Versprechen ist, sie werden das Land erben. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen, zu denen, die Jesus spricht, das sind die Juden, das sind Israeliten, die werden seit Jahrhunderten unterdrückt. Seit Jahrhunderten haben sie ihr Land nicht mehr. Und sie sehnen sich nach diesem Moment, wo sie das Land, nämlich das heutige Israel, dass sie das zurückbekommen und darüber herrschen. Und Jesus sagt, eigentlich, wie er das bekommt, hat sehr viel damit zu tun, also die das Land haben, sind die auf Ungerechtigkeit nicht mit Gewalt antworten. Wow, ja. Das sind die Zeloten, die kennt man, das sind die Gruppen, die sich gegen Rom auflehnen. Aber auch nicht die einfach es über sich ergehen lassen, sondern es sind die Sanftmütigen. Und ich habe hier noch einen Gedanken dazu, und zwar Aristoteles, 500 Jahre vor Christus, hat versucht zu erklären, was Sanftmut Praus, er braucht auch dieses Wort, Praus ist. Und er sagt, Praus ist eigentlich der goldene Schnitt zwischen Leichtsinn und Feigheit. Das, was in der Mitte ist. Also weder die sind zu mächtig, wir machen nichts, wir sagen nichts, wir lassen es einfach über dich ergehen, als Opfer. Ja.
aber auch nicht leichtsinnig, hey, wir gehen jähzornig rein mit Gewalt, weil wir das Recht haben und uns das zurückhalten. Also leichtsinnig, Feigheit, beides nicht, sondern er sagt dann, ich lese euch das noch vor und da gehen wir in die nächste Linie, er sagt, jemand, der wirklich Praus ist derjenige, der aus den richtigen Gründen gegen die richtige Person auf die richtige Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt und für die richtige Dauer wütend wird. Und da brauchen wir Gott. Ja. Da brauchen Ja, wir Gottes da brauchen wir Leitung und Gott. seine Führung. Ja, Amen. Gehen wir zur nächsten Linie. Da ist das Wort, das sicher raussticht, Ja. die Hunger und das noch Gerechtigkeit, dieses Wort, hey, Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist im Kontrast auch zum Begriff eben Sünde. Du bist Christ, du lebst mit Gott und trotzdem passieren dir Dinge und du spürst ihn doch, ja, eigentlich ist doch die Sünde herrscht nicht mehr über mich und trotzdem ist irgendwo, da passieren noch Dinge, ich mache noch Fehler und irgendwo habe ich doch noch ein Verhalten, das eben auch zerstört. Was Sünde grundsätzlich zerstört in deinem Leben ist, ganz primär Folgendes, nämlich deine Beziehungen. Da erkennen wir immer wieder, wie sündhaftig wir sind, weil wir Konflikte haben, Streit, Eifersucht, all diese Dinge. Also Sünde zerstört deine Beziehung mit Menschen, aber Sünde zerstört auch deine Beziehung mit Gott. Und jetzt kommt dieses Wort Gerechtigkeit, das ist im Griechischen dieses Wort diakoio syne und das ist ein Beziehungswort. Also, ja. das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Gerechtigkeit ist überall da, wo Menschen in richtiger Beziehung sind. Also wenn etwas zwischen uns sind, dann leben wir nicht gerecht. Wenn etwas zwischen uns und Gott ist, dann sind wir auch nicht voller Gerechtigkeit. Und die Sünde ist genau das, was zwischen uns steht oder zwischen uns, nämlich Gott und mir. Und jetzt kommt da, grundsätzlich haben die Israeliten eine Strategie gehabt, wie sie mit dem umgehen. Nämlich, man geht opfern und man stellt die Beziehungen wieder her mit den Menschen und man opfert für Gott, um wieder in die Beziehung mit ihm zu kommen. Man verdient sich diese Gerechtigkeit. Ja. Jetzt kommt Jesus und sagt, wenn du hungerst und dürstest, also er nimmt hier diese Metapher, wenn du wirklich dich danach sehnst, in guter Beziehung zu sein mit Menschen und mit Gott, dann passiert was? Sie werden gesättigt werden mit dieser Gerechtigkeit. Also etwas, das sie gar nicht machen, sondern sie bekommen es. Das ist ganz etwas anderes, als was man kannte zu seiner Zeit. Nämlich, wir lesen im Psalm 24,5, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott, seiner Hilfe. Also, jetzt kommt Jesus und sagt, diese Gerechtigkeit ist etwas, das du dir nicht verdienen kannst. Es ist die bessere Gerechtigkeit, die ihr bis jetzt kennt, die Pharisäer lehren, die ihr kennt vom Tempel. Ihr müsst irgendwie diese Beziehung mit Gott wiederherstellen. Nein, ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit und das ist nur eine, die ihr nicht selbst erlangt, sondern sie wird euch geschenkt. Von Gott. Von Gott. Ja. Ich finde in allem dem drin, oder? Es ist sich auf Gott fokussieren, auf das, was er tun kann. Und das bedeutet immer auch, in dieser Spannung zu leben. Das Königreich ist schon da bereits und doch ist es noch nicht da. Und da gibt es die einfachen Lösungen und die Spannung aus deinem Leben rausnehmen, sind die falschen. Die, wo du selber mit Macht, mit Gewalt versuchst, zu deinem Recht zu kommen, sind die falschen. Bleib da, bleib in der Demut, halt die Spannung aus und vertraue auf Gott. Habe ein Gott-fokussiertes Leben. Das ist die Lösung. Komm, wir beten noch für Yes. diese 3 Dinge. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns verspricht, wenn wir trauern, dann begegnest du uns und du tröstest uns. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, der sogar der Tröster genannt wird. Und ich bitte dich für jede Person, die im 25 oder in diesem Jahr bereits einen Schicksalsschlag erlebt hat, Ja, Jesus. Leid erfahren hat. Und ich bitte dich, dass du um genau deren Herzen aufweist, dass sie diese Trauer zulassen und dass du dann mit deinem Heiligen Geist den Trost spendest, den nur du geben kannst. Ja. Und wir kommen und bringen auch alle die Situationen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, bringen wir zu dir. Wo wir uns andere Dinge wünschen. Ja. Und wir wissen, die Sanftmut ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns, diesen schmalen Grat zu finden. Ja. Dass wir dass wir vergeben können, dass wir nicht selber da zu weit gehen und für Gerechtigkeit selber sorgen, sondern dass wir sanftmütig bleiben können, ohne dass wir einfach
mundtot werden und nicht mehr dazu stehen zu dem, was ungerecht passiert ist. Ja, und ich bitte dich, Jesus, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst und dass du unseren Hunger und unseren Durst nach richtiger Beziehung mit anderen Menschen, aber auch mit dir, Gott, dass du den förderst, dass dieser Hunger größer wird und dieser Durst stärker wird und dass wir erfahren dürfen, dass wenn wir hungern und wenn wir dürsten nach guter Beziehung mit dir, dass du uns sättigen wirst. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und lass den Heiligen Geist immer wieder wirken an dir. Amen.